Salut zusammen, das ist der Rufus und im Hintergrund haben wir wahrscheinlich das MW3-Gameplay auf Lockdown mit der MK14. Ich glaube, es 42:4, es sollte etwa 11 Minuten gehen. Das Commentary sind zwei grosse Themen. Und zum einen Thema passt MW3 ganz gut. Und das Thema ist COD Ghost Reveal. Heute ist Donnerstag, gestern war die Multiplayer-Vorstellung. Sprich, man hat das erste Mal Footage gesehen vom Multiplayer-Modus. Und da hat es ganz viel, sagen wir jetzt mal ganz viel, es sind ein paar Ähnlichkeiten, die mich an MW3 erinnert haben. Und für die mein Video gesehen haben, Search and Destroy of Dome mit dem Titel MW3 bald neue MW2, habe ich auch gesagt, ich hoffe sehr, dass Spezialist zurückkommt, also da die Score-Streak, Kill-Streak, was auch immer Streak jetzt die benennen, aber einfach der Spezialist kommt zurück. Nicht nur Spezialist, sondern auch Unterstützung. Und dort finde ich gut, was sie dort rausgenommen haben, sind trotzdem Killstreaks in der Unterstützung. Da hat man sich immer darüber streiten. Für mich haben sie dann nichts verloren gehabt. Aber wie heisst das? Der Donnergron hat es im Black Ops 1 geheißen. Ich weiß gar nicht. Oder No-Skill Multi-Kill. Dürfte allen bekannt sein. Stealth Bomber heisst, glaube ich. Der kommt nicht mehr zurück. Also alles, was Kill macht, kommt nicht mehr zurück. Sondern es ist jetzt wirklich UAV, Counter-UAV. Und das finde ich super. Was mir so schnell auffallen ist, ja klar, für Spezialisten, es kommt ein versteckte Killstreaks wieder, irgendein MOAB, wie sie auch immer die werden nennen, ist ja noch nicht klar und wie hoch sie auch ist, wissen wir auch noch nicht. Es wird vermutet, dass sie sich etwa um 35 befindet. Ich weiß nicht, ob ich die je wird erreichen, aber ich freue mich auf Spezialist, weil der kleine Rambo, ja, da finde ich richtig eine geile Möglichkeit zum Spielen. Es ist ein bisschen ähnlich wie einfach im Black Ops 2 zum Beispiel, nur mit Drohnen, also mit Non-Lethal zu spielen. Das ist auch noch etwas anderes. Und sonst ist mir natürlich aufgefallen, sie haben dynamische Maps, das heisst, man kann jetzt Sachen zerstören. Es ist nicht ganz so extrem wie Battlefield, aber es gibt ein paar Sachen, die man kann zerstören. Und mich nimmt es Wunder, wie uns das wird verändern im Game-Style, ob wir da ja, ob das grundlegend das Game wird verändern oder ob wir dann das relativ schnell wie andere Inventions werden ja, vergessen und auf die Seite legen. Was mir aufgefallen ist, es ist sehr dynamisch. Also zum Beispiel, wenn man über etwas überklettert, geht das viel schneller. Oder auch man kann auf den Knie durchsliden. Auch etwas ganz Wichtiges, ich würde es mal behaupten, vor allem für die Xbox-Spieler ist folgendes. Der Xbox 360, auf dieser Konsole kommt ja das Game raus. Und auf dieser Konsole werden sich das auch viele Leute kaufen. Vor allem die YouTube machen. Weil man will ja dann das Game auch bringen und zeigen. Und das würde bedeuten, man kauft das Game auf der Xbox. Und dann im 2014 erst kommt die Xbox 1, also Xbox One, raus. Und dann müsste man sich ja eigentlich dort auch noch das Game ziehen, weil ja, man will es ja eigentlich auf der neuen Konsole präsentieren. Aber dann müssen wir von neu anfangen. Für PS3-Spieler ist es jetzt nicht so wahnsinnig, weil der Release vom Game und der PS3 liegt nicht so weit auseinander wie das von der Xbox. Aber auch dort wäre es mühsam. Und dort haben sie jetzt etwas wirklich Gutes gemacht. Und zwar, man kann auf der PS3 anfangen und auf der PS4 weiterspielen. Mit den genau gleichen Stats. Das heisst, man kann das Zeug eigentlich übernehmen. Aber das bedeutet natürlich auch, es wird nicht grundlegend anders sein auf der Xbox One oder auf der PS4. Finde ich schade, ich hätte lieber vielleicht noch 3 Monate länger gewartet auf das Game, dafür ein in Anführungszeichen komplett neues Game gehabt. Aber das wird uns dann im 2015 dafür bevorstehen. Können wir uns schon ein bisschen vorfreuen. Geht so noch verdammt lang. Aber ja, grundsätzlich, sie haben ja schon einiges gemacht. Oh ja, ganz wichtig, Deathstreaks gibt es nicht mehr. Haben sie angekündigt und das finde ich natürlich hammermäßig, weil das ist ein grosser Downpunkt im MW3. Sind es natürlich vom Black Ops 1 wieder viel extremer geworden mit Dead Man's Hand und Last Stand. Gut, das hat es im Black Ops 1 auch gegeben, aber es ist nicht ganz so extrem gewesen. Und ich finde, jetzt sind sie eher einen Schritt zurückgegangen. Ich finde, jetzt gehen sie einen Schritt in die richtige Richtung. Etwas, was mich ein bisschen beunruhigt ist, ich habe gesehen, dass viel in die Luft fliegt. Mit Grand Launchers und sonstigem Zeug. Ja, ich habe da ein bisschen das Trauma vom MW2. Ich glaube aber ehrlich gesagt,
nicht, dass es jetzt so schlimm wird wie im MW2, überhaupt nicht. Ich glaube, aus diesen Fällen haben sie gelernt, das sieht man auch bei den anderen Sachen. Lieber spät als nie. Muss aber auch sagen, mir ist klar, dass wenn etwas in die Luft geht, viel Pyro, sieht das natürlich viel spannender aus, als wenn einfach irgendetwas ein bisschen rumschiesst. Und ja, wenn etwas richtig in die Luft geht und so, sogar Dragonfire, wo auch wieder zurückkommt, die schiesst nicht mehr normale Schüsse, so wie ich das sehe, sondern kleine Raketchen. Und das sieht natürlich schon spektakulär aus. Ich hoffe, es wird nicht allzu extrem. Aber eben, ich bin da eigentlich zuversichtlich. Was mich jetzt verwundert, wahrscheinlich einige von euch haben sowieso gesagt, ich habe das Game nicht. Wenigstens nicht, bis ich ein paar Gameplays gesehen habe auf YouTube. Es ist aber möglich, falls ihr den Trailer gesehen habt oder falls ihr ihn schauen wollt, wir finden ihn auf YouTube ganz gut. Einfach COD Ghost Multiplayer Trailer und dann kommen wieder 1000 Angebote über dafür. Ob euch das überzeugt hat, hat es euch überzeugt, spielt ihr jetzt trotzdem mit dem Gedanken, das vielleicht gleich zu kaufen. Weil ich, ganz klar, ich kaufe mir das. Ja, wir führen den COD-Channel, wenigstens ich hauptsächlich, und Mr. J ist eher so ein bisschen noch der vielfältige Gamer von uns. Ich bin da ziemlich eingeschränkt. Eben genau noch Battlefield sonst und ja, ich kaufe mir das sowieso, aber das ist für mich eigentlich schon vorher klar gewesen. Ich finde, es hat viele Sachen, die mich freuen. Hoffe, dass es zum Beispiel mit Nine-Man-Support-Parties nicht allzu extrem wird, weil die ballistische Weste kommt auch wieder zurück, so wie ich das gesehen habe. Und ich finde das zwar schon so impressive, wenn man da 9000 MOABs in einem Game schafft, aber ja, wenn man überlegt, ich spiele immer alleine und schaffe mal knapp ein Double MOAB, dann entwertet das mein Game extrem. Und andere machen es dann einfach ganz einfach mit überall Westen und Drohnen. Aber jedem sein Spielstil, das ist mir auch ganz klar. Und wir sind wahrscheinlich nicht für unser Spiel oder für unser Skill bekannt, oder ich zumindest nicht. Das finde ich aber auch ganz okay. Ich bin ein durchschnittlicher Average Joe Gamer und mir macht es einfach extrem Spaß. Und jetzt kommen wir zu einem anderen ganz wichtigen Thema. Und zwar Just 2, also der Mr. Chill und ich knacken in, ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es kann noch einen Monat gehen, es kann aber auch noch ein paar Tage gehen. Und dann haben wir 200 Abonnenten. Und uns würde es jetzt schon mal wundern, also wir stehen momentan bei 195, wenn ihr noch einen Kollegen habt, der vielleicht Interesse könnte haben, könnt ihr ihm gerne Bescheid sagen. Schleichwerbung. Also, wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, sagen wir mal ein Q&A, also Frage-Antwort. Ihr stellt uns Fragen und wir beantworten sie dann. Wenn euch das Wunder nimmt oder ein Livestream, wäre ein guter Zeitpunkt, weil wir gehen ins Wallis vom Sonntag bis am Donnerstag, werden dort unseren Stick wieder mitnehmen von der Swisscom und werden dann auch online spielen und könnten dann entsprechend schon etwas vorbereiten vielleicht. Zuerst haben wir eigentlich gedacht, wir machen nichts für 200 Abo Special, aber wir sind so schnell gewachsen von 100 auf 150 und jetzt ist es ein bisschen langsamer geworden. Das ist ganz okay, aber dann haben wir gefunden, ja, dann könnten wir doch die auch noch feiern. Und eben, wenn ihr einen Wunsch habt, ein Q&A, Frage-Antwort, das würden wir sehr gerne machen. Ich habe letztens mit einem Abonnenten gesagt, der hat mich wahnsinnig viel Zeug gefragt, woher wir uns kennen und so. Und da haben wir zwar auch schon Videos gemacht, aber es kann sein. Ich meine, ich gehe nicht, wenn ich einen Channel abonniere, immer gerade alle anderen alten Videos anschauen von ihm. Vielleicht gibt es Fragen, die ihr gar nicht oder ja, noch keine Antwort drauf habt, obwohl wir die theoretisch eventuell schon mal gerne. Kein Problem, einfach fragen. Das ist absolut super Sache. Wir könnten eben eventuell einen Livestream machen. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht mit dem Internet, ob uns das der Stick erlaubt, einen Livestream zu machen, aber da könnten wir so schauen, hätten wir ohne weiteres Zeit. Da hat das Hintergrundvideo die MOAB, genau, erreicht. Auf die Secret Killstreak freue ich mich auch, je nachdem, ob ich es irgendwann mal wird erreichen. 35 wird eher knapp, aber ich bin hyped für das Game. Es hat mich gestern sehr gefreut, was mir aufgefallen ist. Übrigens ganz noch etwas anderes. Man stirbt wieder extrem schnell. Das heisst, es ist nicht so eine riesige Umgewöhnung wie dann zu Black Ops 1, wo sehr viel Schüsse gebraucht hat, bis einer dann mal abgelegen ist. Und ja, ich finde allgemein, übrigens, was mir auch noch auffällt ist, sage ich jetzt auch gerade ein bisschen viel, aber ist ja gleich, oder? Ist sowieso das Freestyle-Commentary, also ich habe jetzt noch nichts Festes aufgeschrieben, darum hat es keine feste Reihenfolge, aber ich kann euch das einfach noch schnell sagen, weil eben nachher sind wir im Wallis, werden Videos aufladen, aber es ist nicht so, dass
das ist, sagen wir, das direktes Video oder Gameplay-Commentary, wo ich jetzt gerade wirklich mit euch schnorre. Und was mir auffällt, ist eben, wie gesagt, ist Squad. Man kann anscheinend Squads machen. Da bin ich sehr gespannt, was sie sich da überlegt haben. Kennt man ja vom Black Ops, vom Battlefield 3. Ja, von den anderen auch schon, aber ja, wenn man sich da ein bisschen absprechen kann, du nimmst das mit und ich gehe als Sani und so. Jetzt bin ich noch gespannt, wie sie da etwas machen wollen. Weil ich finde, sie nehmen schon auch ein paar Aspekte von Battlefield, aber ja, also wenn sie es gut umsetzen, ist mir das natürlich vollkommen recht. Und da ist das Video fertig. Wie gesagt, 200 Abo-Special, das würde mich wundern, was wollt ihr sehen? Habt ihr irgendeine geile Idee? Und auch, was haltet ihr vom Trailer? Sind ihr sehr skeptisch? Hat es euch schon überzogen? Oder wartet ihr gleich, bis ihr Gameplays gesehen auf YouTube? 42,4. Das wäre sie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein bisschen Freestyle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen zusammen.